Herr Präsident, schöne Diskussion suiviert, aufmerksam suiviert. Und ich muss euch sagen, dass ich aber überrascht bin, dass liberal oder konservativ Parteien Toelied vom Freihandel, vom liberalen Freihandel sangen, als konsequent und kohärent. Dass aber Organisationen, Parteien, die historisch zur Gauche gehören, das ist, ob die unkritisch Weise machen, hat mich aber überrascht. Ich meine nämlich, dass die Geschichte vom liberalen Freihandel nicht recht mit TTIP als CETA angefangen hat. So hat schon mit lange angefangen, mit den 90er Jahren hat man Akkord den AMI geheischt hat, wo Verhandlungsdokumente ähnlich wie beim TTIP, aber bei CETA geleakt goufen und die Öffentlichkeit kommen, auch wo ein Abschrei war von der Zivilgesellschaft, ähnlich wie das haut der Fall war bei TTIP, aber bei CETA, an einer kurzen und heftiger Diskussion von Kritik von Gewerkschaften an Umweltverbänden werden französischen sozialistische Premierminister Lionel Jospin den Akkord AMI für tot erklärt hat. Und hat ausdrücklich gesagt, das ist ein Akkord, den nicht reformabel ist, nicht amendabel ist, mit den so an denen Grund sich wie vier Leute muss refusiert gehen. Das war am Niveau von der OECD, wo den soll Kraft treten, den Akkord. Du nur hast probiert gehen, ein Akkord zu finden am Niveau von der OMC. Man kann eine globalisierungskritische Bewegung 99 Seattle, und auch da das 2003 definitiv gescheitert zu Cancun. Zudem probiert die Europäische Kommission, bilateral Handelsakkorden zu machen, man haben noch immer mehr oder minder demselben Inhalt. Das heißt, die Kritik, die an den 90er Jahren schon berechtigt war, also noch immer da, und kann in das Wording gucken von einzelnen Passagen, die identisch ist mit dem von den Akkorden, mit dem wir hier zu dienen haben. Ich will aber aufhängen mit einer Zusatzdeklaration, die an der letzten Woche schon ganz viel diskutiert ging. Es fällt auf, dass ziemlich alle Avis Juridik, den auf den zwei Seiten vom Atlantik verfasst gouf, sieht, dass der juristische Wert von der Deklaration quasi null ist. Ich nehme hier just den Avis von der Salariatskammer, den am Resümee festhält, dass verschieden, an nimmen verschieden Passagen in einer ganz besonderen Umständen könnten eventuell von einem Richter, wann in der Lust wird, als Interpretationshilfe genutzt gehen. Aber nimmen, wenn man mit all anderen möglichen Interpretationsmitteln nicht mehr weiter könnt. Also am Zweifelsfall. Das heißt, es konsideriert den, mit Zweifelsfall sie möglich. Daneben das aber den Inhalt von der Deklaration an Eisenahn teilweise lächerlich. Ein Beispiel. An der Deklaration wird gesagt, mit CETA geben Staaten Recht behalten, zu regulieren. Den berühmten Right to Regulate, der auch vom Außenminister so gern zitiert wird. Herr Präsident, wenn an einem Vertrag muss festgehalten gehen und erklärt gehen, dass der Staat weiter Recht behält, zu regulieren, respektive Gesetze erlassen, dann sieht das schon ganz viel über den Inhalt von dem Text aus. Und das ist dann eigentlich schon der Skandal. Was aber nicht draufsteht an der Deklaration, dass Staaten zwar Recht tun zu regulieren, mit dat Multinationalen grad so Recht tun, dafür dagegen zu klar, für Schuldenersatz an Millionen hecht können zu fordern. Wie wat steht dat nicht lieber klar an der Deklaration, dass Multinationale nicht können gegen eine souveräne Decision von einem demokratischen Parlament vorgehen? Nee, das steht nicht dran. Denn Kapitel 8 von der Deklaration, ich komme noch dort zurück, also bin ich schon ihre Raisonnement durchführen lässt. Es steht nicht lieber klar dran, weil den eigentlichen Text von CETA nämlich genau das vorgesagt, dass multinationale Decisionen von Parlamenten klar können. Weil es sich bei dieser Deklaration also eigentlich just um ein PR-Exerzice handelt, den die Leute an Eisenahn soll Sand an Dorf drehen. Der Malmström wird es selber genannt, die Deklaration, dass wir so eine Zucht Best-of von dem, was am CETA-Gift draufstehen. Und da stehen schon auch Sachen dran, an dieser Deklaration, die objektiv falsch sind.
wie zum Beispiel die Geschichte, dass Lokalinvestisseuren die gleichen Rechte haben wie kanadische Investisseuren. Das ist falsch. Wenn der Kaktus heute zu Lützeburg investiert, kann hier nicht der Staat für ein Schiedsgericht verklagen, wenn ein Maps nicht passt. Walmart-Konzern kann das mit seinen Sukursallen in Kanada aber machen, wenn der CETA bis er Kraft ist. Kaktusgruppe hat nicht das Recht für ein Schiedsgericht zu gehen. Das heißt, verschiedene Parteien die Zustimmung zu CETA mit dieser Deklaration verbannen, die an unverbindlich ist, als unverständlich. Weil das nicht die Deklaration, die zählt mit dem eigentlichen Text vom CETA, und wir verbleiben noch all die Kritiken, die an den vergangenen 2 Jahren aus der Zivilgesellschaft kommen sind, weiter bestehen. Herr Präsident, ein Bumm entschärft den nicht dudischer, da den Smiley drauf malt. CETA ist genauso wie es TTIP, TISA und die anderen Handelsverträge von der sogenannten neuen Generation von der EU-Kommission ein zutiefst neoliberale Projekt. Wenn der Außenminister sagt, es geht dabei darum, für die Globalisierung Regeln zu gehen, dann ist es am besten Fall Wunschdenken. Es geht hier nicht um Soziales oder Umwelt. Das ist rein Dekoration. An diesen Bereichen enthält CETA nicht, aber auch gar nicht, was ihr noch nicht irgendwie kennt als Fortschritt bezeichnen. An Tatsache, dass Kanada ILO-Konventionen unterschreibt, das ist nicht durch CETA der Fall. Weil was soll dann am Umweltbereich weiterkommen? Was bringt CETA für den Klimawandel? Oder meint wenn noch mehr Wuren unnötigerweise von der einen Seite vom Pool auf die andere Seite vom Pool transportiert gehen, könnte man COP21 Aufforderungen besser erfüllen? Das ist eigentlich just das manner schlimm, was am CETA-Akkord draufsteht, wie erzählt gehen. Aber du hast ein Argument, was dafür schwätzt. Und das ist ein liberales Argument. Das ist, wenn wir Regeln und Restriktionen aufbauen, da schaffen wir Wachstum. Das sagt doch die EU-Kommission, also doch viel gerechnet, dass den Akkord Wirtschaftswachstum bringen. Andere Etüden beweisen oder probieren den Gegenteil zu beweisen, so noch es käme zu Arbeitsplatzaufbau. Wie so gut die Kommission sieht, dass es verschiedene Bereiche von der Ökonomie gibt, die davon profitieren, und andere, die nicht davon profitieren, also gut daran leiden. Herr Präsident, ich habe den Außenminister und Außenhandelsminister für 4 Monate in der Chamberskommission gefragt, ob die Regierung die Berechnungen auf das Land angewandt hat. Ob es eine Etude in Auftrag gehen wird, was das für unsere Ökonomie bedeutet. Wie eng Sektoren dann davon profitieren, und wie enger Sektoren eventuell dann drin leiden. Und die Antwort war, nee, die Regierung hat das nicht gemäht. 7 Jahre Verhandlungen, wird immer gesagt, keine Impactanalyse von CETA auf das Land. Bei CETA geht es um Liberalisierung und Deregulierung. Es geht darum, dass Staaten politische Spielraum aufgehen. Es geht um den Aufbau von Restriktionen für Multinationalen und für das Kapital. Und schlussendlich um eine weitere Konzentrierung von der ökonomischen Macht. Wir können nicht akzeptieren, wenn Kritiker, wie das für Drohnen ein bisschen angeklungen, also vom Herrn Gras, wenn Kritiker von CETA und TTIP konsequent als Isolationisten aufgestempelt gehen. Das ist nicht, weil ihr gegen das ultraliberal Handelsakkoren ist, dass ihr will Grenzen zumachen. Ja, der Reichtum vom Land Lützeburg könnt zu einem Teil aus seiner Offenheit. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass der Wohlstand von den Leuten, von den Gewerkschaften und die Lebensqualität vom Konsumentenschutz und Umweltbewegungen erkämpft gehen ist. Also genau die für diesen Akkorden mobilisieren, die für diese Akkorden mobilisieren und für diesen Akkorden warnen. Ich will da noch nach ein anderes Argument vom Herrn Asselborn-Hayago, nämlich, dass Europa die Standarden an der Handelspolitik muss festlegen, weil sonst andere das machen. Erstens mal, wie sind dann die anderen, die Standarden an der Welt durchsetzen? Kenia, Mosambik, Bangladesch? Sogar China hat nicht Kapazität, für allein der Welt hier Regeln abzudrängen. Und zweitens, woher hält sich die EU-Kommission eigentlich recht daraus, für den Rest von der Welt hier Regeln abzudrücken? Soll dann europäische Wesen die Welt genießen? Eieiei, das will man nicht. Nicht an einer neoliberaler Europäischer Union, an der allfeierte Bürger vom Armutsrisiko bedroht ist. Der Minister also auch an letzten Tag nicht mitgehen, zu so in Europa gebe eine schlechte Figur machen, das am Kontext von dem Refus von der Wallonie. Mit Frieden sich aber auch keine gute Figur für wen.
weil für Millionen von europäischen Bürger, für Millionen von Europäern, aber auch für Millionen Leute, die außerhalb von Europa, als das, was an der Wallonie geschieht, ein Hoffnungsschimmer. Das ist Hoffnung, dass an die neoliberale Maschinerie, die wie Bulldozer während Jahrzehnten über alles gefuhr ist, was nicht bei 3 auf der BMW, die Hoffnung, dass an die Maschinerie endlich Sand gestreht wird. Sozialisten, Christdemokraten, die Grünen, an die Linke, an der Wallonie, haben hier Responsabilitäten geholt, als sie vertreten noch hier Bürger. Ich gebe mir wünschen, dass doch heute zu Lützeburg Deputierten die Courage hatten, sich auf die Seite von den Gewerkschaften, den Umweltverbänden an der Zivilgesellschaft zu stellen. Von denen 4.000 Leute, auf die Seite von denen 4.000 Leute, die für uns hier manifestiert haben. Und wenn ich im Conseil, auf der Pressekonferenz, die Madame Malmström gehen hört, also viel diskutiert gehen, wie in so Situationen, die man im Moment tun, in Zukunft eventuell vermeiden kann. Weil du aber mengt, die Kommission will Prozeduren mehr demokratisch und transparent machen, hat sich der Madame Malmström hier in Aussagen nur geschnitten. Weil gemengt das, wie der Ratifikationsprozess für Freihandelsakkorde kann aufkürzen, aber das kann ja just abschätzen. Es geht also los schon darüber diskutiert, den Stellenwert von den nationalen Parlamenten an der Handelspolitik nach weiter aufzubauen. Reagiert die EU auf die Freihandelskritik mit einem weiteren Aufbau von Demokratie? Es kann Ihnen zumindest den Aussagen von der Malmström hier fährten. Herr Präsident, was wir nie hatten, aber was wir unbedingt brauchen, also eine Diskussion mit den Bürgern über alle Teilbereiche von der EU-Handelspolitik. Will man Multilateralismus oder bilateral Verträge? Will man klein, lokal, regional Unternehmen privilegieren oder multinationale Konzerne? Wie kann die Handelspolitik Sozialdumping verhindern und hochwertige Arbeitsplätze schaffen? Wie eine Handelspolitik kann zum Aufbau von den Inegalitäten beitragen? Und wie kann ein Handel mit Umwelt- und Klimaschutz an Einklang bringen? Wie kann die Verhandlung und die Umsetzung von der Handelspolitik demokratisch legitimiert und kontrolliert gehen? Alles das sind Fragen, die wir müssten diskutieren und die heute nicht diskutiert können gehen. Herr Präsident, bei dem, was wir mit CETA durchschauen, als Eishaltung klar. Sie wäre doch von Anfang an ein ganz rich anderer politische Parteien, notamment die Grünen in Deutschland, wäre das auch so. Diesen Akkord fährt uns in eine Richtung, die wir auf keinen Fall können verantworten. Der Wort für oder gegen das Zucht von Freihandelsakkorden ist schlussendlich auch eine Entscheidung darüber, auf welcher Gesellschaft ich leben will. Entweder es steht ihnen auf der Seite von den Multinationalen und dem Großkapital, oder es steht ihnen auf der Seite von den Bürgern, den Gewerkschaften, den Umweltverbänden, dem Konsumentenschutz und den Entwicklungsorganisationen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mehr von uns seid gewählt. Merci. Dann sind wir am Ende von der allgemeinen Diskussion an den Herr Außenminister.